Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Final Fantasy F. Das ist totaler Quatsch. Silent Hill F. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Und zwar gehen wir jetzt nochmal hoch zu dem geheiligten Baum. Weil da ein großes Fragezeichen ist. Und ich will jetzt gucken, was da ist. Und zwar haben wir ja hier, da drüben. Nee, wo war denn das? Irgendwo ist doch so ein großes Wasserbecken oder so. Habe ich doch irgendwo gesehen. Und wir haben ja so komisches rotes Wasser jetzt gemacht. Ich kann es auch nicht besser erklären, tut mir leid. Und da dachte ich mir, komm, das gucken wir uns jetzt halt mal an, ja? Hier ist nix. Hier. Mir Ach so, ja, stimmt. Ja, aber mehr, ja, keine Ahnung. Ja, okay. Sind wohl noch nicht so weit. Gut, dann lautet unser Plan heute, wir gehen nach Hause. Und zwar in die Shimizu-Residenz. Ernsthaft, hier war doch irgendwo, mal was, wo da so, also nicht das da, das ist ja das, wo man so trinken soll und sich die Hand waschen und so. Irgendwo war doch was, wo da so ein Becken war. Ich dachte, das wäre hier gewesen. Naja, so, wo müssen wir denn hin? Nee. Ach, da oben. Nee. Ja, doch, uiuiui. Ganz da hoch. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen diesen Weg da entlang, den wir da so schön gezeichnet gekriegt haben. Also jetzt hier nach links. Hoch zu Shus Haus. Mal gucken, was wir für Waffen haben. Ah, wir haben auch ein halbvolles Laserschwert. Ich will, ehrlich gesagt, ein bisschen mein Brecheisen schonen. Brecheisen ist meine liebste Waffe. Ist halt einfach so. So. Lagen hier nicht Bäume quer oder so, dass man da nicht hingehen konnte? Doch. Da lagen hier Bäume quer. Dann konnten wir da nicht hingehen. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ja, nö. Kann man nicht viel falsch machen, rechts oder links rumgehen? Huch. Ich kann auch einfach quer drüber. Achso, nee. Moment. Also da unten muss ich sowieso hin. Dann gehen wir da. Also was heißt sowieso? Da ist halt irgendwas, das will ich gucken, was da ist. Ah, Higashi. Ein Wasserdingens. Ah, das habe ich gezeigt gekriegt. Okay, wir sind schon in der Nähe von Dörfern. Huch, hier gibt es einen Schleichweg. Ach so, nee, das ist nicht. Das ist jetzt, normalerweise wäre ich da oben rumgegangen. Ah, da vorne ist auch ein Schrein. Und da liegt ein Baseballschläger. Aus sicherer Quelle weiß ich, und mit sicherer Quelle meine ich, dass wir das Spiel schon mal durchgespielt haben. Daher weiß ich, dass ich jetzt lieber einen Baseballschläger habe, weil da jetzt noch ein paar richtig harte Kämpfe kommen. So, ich gehe natürlich trotzdem hier oben gucken. Mal irgendwas hier vergessen habe. Nee. Also da oben kommen wir her. Da hätte ich jetzt auch einfach durchgehen können. Ja, okay. Hat sich jetzt nicht so viel geändert. Ja, speichern würde ich gerne noch. Fällt mir gerade ein. So. Gut. Dann gehen wir mal runter. Also wir... Ja, nee, wir gehen jetzt alle Häuser schön angucken, was es da zu gucken gibt. Weil vielleicht finden wir ja noch was. Außer Feinde. Moment, ich hätte da irgendwo reingehen können. Ich werde direkt vorbeigelatscht.
So. Ich wäre hier wirklich direkt vorbeigelatscht. So, jetzt aber Vorsicht. Ich höre ein Radio. Ja. 相棒、お前は本当にそれでいいのか。これは本心で望んだことなのか。お前は今明らかに正気じゃないんだ。 Okay. Was war das? Ja, Schuh. Das ist mir schon klar. Ja, das unten schmatzt. Das hat ein bisschen leiser schwatzen. Ja, das war Schuh. Das ist mir schon klar, ja. Aber mit was einfach? Da gehen wir gleich gucken. Wundert mich, dass da jetzt keiner rausgehüpft ist. Ah, da. Das gute hinterm Haus Ramune. Wer kennt es nicht? So, ja, hätte ich doch besser noch das Messer ein bisschen behalten. Ne, da ist keiner drin. Gut. Aber jetzt ist da draußen jemand. Guck. Nee. Gut, habe ich kein Problem damit, wenn da keiner ist. Nicht cool. Liegen bleiben, gell? Danke. So. Da unten geht's also nicht durch. Das werden wir ja sehen. Also ja, aber... Siehste? Und da liegt auch noch ein Brief oder sowas. Forschungstagebuch Foto 5. Ein Foto, das einem Forschungstagebuch beigefügt ist. Moment mal. Ich muss mal meinen Stuhl ein bisschen höher machen. Es scheint sich um einen Hinweis zu handeln, den ein Forscher bei der Untersuchung der Folklore von Ebisugaoka gesammelt hat. Zur Legende vom Heiligen Schwert. In der Edo-Zeit wurde der göttliche Baum vom Blitz getroffen, was die Menschen glauben ließ, dass seine spirituelle Kraft verloren gegangen sei. Sie wandten sich daraufhin dem nächstältesten Objekt zu, den Inari-Statuen. So begannen die Menschen von Ebisugaoka Inari-sama anzubeten. Haben wir jetzt schon 100-mal gelesen. Jedoch ist das heilige Schwert sogar älter als der Inari-Glaube. Wenn der älteste Gegenstand das nächste Kultobjekt werden sollte, dann muss es das heilige Schwert gewesen sein. Mit anderen Worten, wenn das heilige Schwert entdeckt wird, wird dies ohne Zweifel die Grundlagen des lokalen Glaubens schwächen. Das heilige Schwert entdeckt wird und dann wird das die Grundlagen des lokalen Glaubens schwächen. Und der lokale Glaube ist der Glaube an den Fuchs. Also wenn wir das Schwert entdecken, dann schwächt dies den Glaube an den Fuchs. Was ja quasi mein Ehemann ist. Oder wird. Oder dabei sein, tun wird. So, haben wir hier keine... Da, heiliges Schwert. Ein bisschen Blättern hier. 11. Ja. So, achso, ich habe das Foto gar nicht angeguckt. Es ist auf jeden Fall ein Haus mit einer Laterne davor. Und da ist ein Weg, bisschen gepflastert, zweistöckiges Haus. Und da liegen ein Schlafsack oder so noch vorne dran. Okay, es sollte jetzt nicht so, hoppala, 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 so schwer zu finden sein, sorry. Das eben war es ja nicht, oder? Oder? Moment, wir sind jetzt genau an einem Haus vorbeigekommen. Wir sind falsch rumgegangen, ja? Oh, shit. Ja, komm her. Ja, ich weiß. So, jetzt zu dir.
Ja, ich weiß, ich weiß. Ey, ich hab doch ausgewichen. Okay, das ist halt... Ist das immer noch nicht platt? Das Kackvieh. Meine Axt ist kaputt. Jetzt schon. Ja, jetzt ist es hin. Meine Axt ist kaputt. So schnell geht das. Ich hab doch fast nicht draufgehauen. Okay, ich hab wahrscheinlich fast nicht getroffen. Okay. Das ist auch gar nicht die Richtung, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte zurück an das alte Haus. Da oben hin an den Schrein. Ja, super. Habe ich ja gut hingekriegt. So, gibt's hier zufällig noch eine Waffe? Okay, jetzt muss ich gut... So, also das ist jetzt die richtige Richtung, ja. Das ist auf jeden Fall ein zweistöckiges Haus, aber da ist nirgends eine Laterne. Aber da sind Säcke. Es sieht auch schön gucken, ne? Da ist zum Beispiel eine Laterne. Oh, no. Dann hätte ich das ja vorhin schon gefunden. Moment. Es kann aber schon sein, ne? Lass noch mal. Nee, die Laterne muss rechts sein. Und da geht ein Weg hoch. Weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es das ist. Ne, die Laterne, also wenn, dann müsste es das da sein irgendwie. Nee. Okay, wie sehen wir denn hier eigentlich aus? Nicht gut. So. Waffenmäßig sind wir auch jetzt nicht mehr so gut aufgestellt. Ja, super gemacht. Pass mal auf. Ich tu mal den Baseballschläger reparieren, den wir immer noch brauchen. So, hier war es nicht. Ich hab jetzt voll die Panik, dass wir jetzt am Haus vorbeigerannt sind, weißt du? Moment, ich will da hinten hingehen. Ah, da geht es nicht hin. Ah. Nicht, dass ich irgendwo eine Waffe übersehe. So, noch ein zweites Brecheisen wäre vielleicht nicht schlecht. Ist auf jeden Fall ein großes Haus. Was ist das da? Oh. Geht eine Treppe hoch. Reicht da schon mal? Hä? Die andere Seite vom Haus. Gibt's da irgendwas? Ah, guck mal hier, ein Waffendingsbums. Ja, Werkzeugsatz. Ja, das nehme ich natürlich mit. Sehr schön. So. Da liegt ein Radio und ein Zettelchen. Was haben wir denn Feines? Brief an Kumiko. Wer ist Kumiko? Diesmal hat er es wirklich getan. Mein Mann fuchtelt immer schnell mit dem Messer herum, wenn er die Fassung verliert. Aber diesmal ging er zu weit. Er warf es nach Hinako. Das ist meine Mutter, die da schreibt. So. Er warf es nach Hinako. Hat er auch nur eine Sekunde innegehalten, um darüber nachzudenken, was passieren könnte, wenn er ihr Gesicht vor ihrer Hochzeit verstümmelt? Ich weiß einfach nicht, was ihm manchmal durch den Kopf geht. Tut mir leid, Kumiko. Ich weiß, dass ich mich immer bei dir beschwere. Mein Vater hat das Messer... Stimmt, der hat bei dem einen Bosskampf beim ersten... Da hat er was erwähnt. Da war irgendwas mit dem Messer, das er schmeißt oder schmeißen will oder... Irgendwie sowas. Okay, da ist zumindest mal eine Kiste. Verband. Im Moment habe ich gar nichts dagegen, hier Verband zu sammeln. Weil wegschmeißen kann ich ja vor dem Ende immer noch.
falls ich das will. So, also da war ich jetzt. Okay, dann kommen die nächsten Häuser quasi einfach darüber. Na, was ist das da? Komischer Brunnen. Da komme ich her. Ja, ich muss genau gucken, weil ich verlaufe mich doch so gerne, kennt mich. So, also... Boah, das sieht aus wie ein Weg, aber nee, das geht nicht. Also, ich gucke jetzt immer, dass da hinten ist eine... Ja, es ist eine Lampe. Ich wollte gerade sagen, das könnte aber auch der Mond sein. Nee, es ist eine Lampe. Da muss ich mich jetzt halt immer... Da sind wir. Das ist das Haus. Hier muss es irgendwo was geben. Guck, da ist Lampe, da ist hoch, da sind Säcke. Irgendwo gibt's hier was. Laut dem Foto. Hinten geht eine Treppe hoch. Ich gehe erstmal da links vorbei. Ich könnte auch einfach aufs Foto gucken, ne? Ja, da hinten hoch. Ich bin auf dem richtigen Weg. So. Da ist noch ein Brief. Klinische Studie. Es sind nun 2 Wochen vergangen, seit ich angefangen habe, Kakura Makakura einzunehmen. Ich habe keine nennenswerten körperlichen Veränderungen festgestellt. Wenn überhaupt, schlafe ich problemlos ein und wache problemlos auf. Ich habe durchschnittlich alle 2 Tage einen Klartraum. Wenn ich das tue, spüre ich weder den Lauf der Zeit noch die Erschöpfung, was mir erlaubt, mich in Gedanken zu verlieren. Heute jedoch wurde ich mit überraschenden Ergebnissen konfrontiert. In meinem Traum gab es eine andere Version von mir, die mit mir sprach. Es hört sich an wie... Was ist hier? Das Zeichen, das in den Steinsockel eingraviert ist, ist unlesbar. Ah ja, ich krieg wieder hier eine Vision. Ein Messer im Baum. Aber wo? Aber wo? Oh, da geht ein langer Weg hin. Naja, so weit geht er jetzt halt nicht. Ja, wieder ist hier einfach nichts. Bin ich denn hier überhaupt? Achso, nee, das ist einfach nur... Okay, jetzt muss ich nach einem Messer im Baum gucken. Und wie war das eben nochmal? Kann ich nochmal hingehen? Ich meine, ja, es tut ordentlich am Kopf weh, aber... Nee, geht leider nicht mehr. Also hier ist die Jizo-Opferstätte, alles klar. Aber ich muss jetzt nach einem Messer im Baum gucken. Irgendwo. War da nicht auch eine Lampe? Ey Mann, ich habe nicht gescheit aufgepasst. Naja. Dann müssen wir uns halt einfach... Vergiss das, Mädel. Ich kenn dich. Du bist die mich immer hauen will. Und jetzt hau ich dich. Liegen bleiben. Schokolade. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass seitdem wir bei Shu waren und diese neue Zwischensequenz gesehen haben, wo wir die Pillenschachtel, die Tablettenschachtel hingelegt haben, seitdem finden wir auch keine Tabletten mehr, also keine roten Kapseln oder wie sie es nennen. Was sehr praktisch ist, irgendwie. Da waren wir gerade. Hey, ich habe Angst, dass wir jetzt an irgendeinem Baum oder so das Schwert finden könnten. Aber ich kann mir doch jetzt nicht rumlaufen und alle Bäume angucken. Weißt du, wo es sein könnte? Oben am Schrein. Oh, da muss ich jetzt ein gutes Stück laufen. Am Schrein ist ein Baum. Und an dem Baum sind lauter Schwerter drin oder so. Oh, der ist ja ewig weit hinten. Ja, der ist ganz da hinten. Egal. Dann machen wir jetzt hier schnell Durchgang, oder? Geht das so überhaupt? Nee, ich muss hier rumgehen. Schnelldurchgang. Gegner sollten weg sein, aber ich gucke trotzdem noch die Bäume unterwegs an. Also es gibt da diesen einen Baum, wo ein Haufen Werkzeuge drin stecken, oben an dem großen verbrannten Baum. War da nicht eine Lampe noch zu sehen? Mann, Moment. Kriege ich da irgendwie...
Ich habe in den Bergen eine beschädigte Chiso-Statue gefunden. Das Zeichen, das in den Steinsockel eingraviert ist, ist unlesbar. Offenbar haben die Bewohner der Stadt der Chiso-Statue ihre alten Küchenmesser und andere Werkzeuge dargeboten, damit sie ihre Ruhe finden können. Also dargeboten macht man ja halt oben, ne? Ich gehe jetzt einfach mal. Aber auf der anderen Seite, jetzt habe ich auch den Brief von meiner Mutter gefunden. Also euch fragt, warum ich hier so blöde rumgucke. Ja, ich suche den Baum. Ich habe ja auch den Brief von meiner Mutter gefunden, wo sie gesagt hat, der Vater hat das Messer nach mir geschmissen. Ist es vielleicht das Messer von meinem Vater, was wir suchen müssen? Wäre doch möglich, oder? Keine Ahnung. So. Hier bin ich richtig. So, jetzt pass auf. Genau. Renn jetzt da hoch. Ja. Ich bin. Oder? Ja. Ich will mal gucken, dass ich noch richtig bin. So. Aber trotzdem gucken nach dem Messer. Wo ist der Schrein? Ich glaube, ich speichere mal wieder. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Nicht, dass es dann das Messer vom Vater ist, was wir suchen. Und wir müssen bei uns zu Hause gucken. So, da oben ist der Baum, den da meine ich. Siehst du? Ja, hier ist kein Licht. Ich glaube, da war ein Licht drauf zu sehen. Außerdem komme ich an den Baum nicht wirklich dran. Nee. Das sind auch keine Messer, das sind mehr so Hacken oder so. Nee, also ich glaube mich zu erinnern in dieser Rückblende eben, dass da irgendwo auch wieder eine Lampe, eine Straßenlampe zu sehen war. Keine Ahnung. Wir machen einfach normal weiter und gucken mal. So. Renne ich richtig? Nee. Natürlich nicht. Ich muss an dem Schrein daneben rein. Das reimt sich sogar. So. Wie sieht's eigentlich aus? Ja, ist noch okay. So, jetzt bin ich wieder on track. Ist auch ein Rückweg, aber auch noch ein bisschen gucken. Ja, bin richtig. Ich dachte eben, ich renne zurück zu Schuh. Ja, mach ich. Genau, das ist der Witz dabei. Hier ist nirgends. Ich gehe davon aus, dass es hier irgendwie um das Schwert von meinem Vater ging. Nicht das Schwert, das Messer. Nee, das da ist kein Messer. Da hängt ein Nagel. Den habe ich gesehen. Ich gehe davon aus, weil dieser Brief halt doch war, dass es das Messer von meinem Vater ist und das wird dann bei uns zu Hause irgendwo sein. So. Komm. Sicher ist sicher. Ist er einmal zu viel wie einmal zu wenig. Und weiter geht's. So, jetzt muss ich hier auch ein bisschen vorsichtiger sein. Ich glaube, da ist noch in Ordnung. Ja, da waren wir noch. Da hinten, wenn wir jetzt halt weitergehen. Hier. Ja, da ist irgendwo der Schrein da unten. Da kommen wir jetzt halt runter. Aber da ist halt auch eine Lampe. Da ist halt auch eine... War die Lampe an? Aber ich kann doch aber jetzt nicht um jedes Haus hier drumherum... Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Das ist... Dann finden wir es nicht. So. Aber ich will das schon haben. Ich meine, ich will ein heiliges Schwert haben, aber hallo. Aber hallo will ich das. So, jetzt müssen wir aufpassen. Irgendwo... Da unten
kommt ein Gegner. Das lässt mir jetzt keine Ruhe, das Schwert, ne? Ja. Gehen mal weiter, es wird vielleicht irgendwo auf dem Weg liegen. Wir müssen zuerst mal uns um den da unten kümmern. Machen wir Überraschungsangriff. Und das war nicht so gut mit dem Überraschungsangriff hier. Oh, komm! Ich habe hier, genau, das Problem noch mit dir da. Lass das. Kann ich überhaupt nicht leiden hier. So, der Überraschungsangriff hat ja nicht so gut funktioniert, ja. Oh, komm! Mit deinem dummen Quatsch da, echt jetzt! Lass die Kacke hier sein! Ich kann das überhaupt nicht leiden, kann ich das nicht, wenn du den Kack da machst! Weg, hör auf damit! Guck mit dem! Das ist so dumm! Weil... Oh, lass das! Das ist so dumm! Also das ist einfach nur Quatsch! Das ist einfach nur Quatsch! Das ist gameplay-technisch nicht relevant! Gut, dass wir drüber geredet haben, ja? Das ist... Papas altes Küchenmesser. Also doch das vom Vater. Vaters altes Thunfischfiletiermesser. Es ist jetzt komplett verrostet und unbrauchbar. Sag doch nicht, dass es komplett unbrauchbar ist. Ich kann es gebrauchen. So. Wo geht denn der Weg da hinten hin? Wir gehen jetzt erstmal das Messer abgeben. So, das war da oben. Ich glaube, das ist doch genau hier in der Nähe, oder? Das war doch genau da, soweit ich mich erinnere. Ja, okay, das geht schnell. Zack. Und es bimmelt. Eintrag aktualisiert. Als ich einen Gegenstand darbot, hätte ich ein beruhigendes Glockengeläut. Das sollte reichen. Ja. Was? Was? Was war ich? Moment. Ich soll zum Götterbaum kommen? Ey, sorry, ich weiß, dass das jetzt hier ein Hin- und Hergerenne ist. Aber wir sollen zum Götterbaum kommen. Da war... Kommen die alle wie hier wieder her? Ich muss mich doch veräppeln jetzt, echt jetzt. Das ist ein Witz. Geht's da nicht weiter? Jetzt geht es da nicht weiter. Ich glaube, es hackt oder was? Alter, weißt du, was das für eine Strecke ist? Eine sehr weite Strecke. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Okay, ich glaube, wir sind hier was ganz Großem auf der Spur. Du willst mich veräppeln hier. Mach, dass du abkommst. Ich glaube, es geht los. Eher ist es nicht. Alter, wie sieht's hier aus? Ich muss da wieder runter, oder? Ich habe eigentlich da überhaupt keinen Bock. Ihr könntet mir doch da jetzt eine 10.000 hoppala Monster hinschmeißen. Okay, hier scheint's etwas beruhigter zu sein. Okay, ich muss unbedingt speichern.
Die mache ich nicht platt, hey. Mit meinem halb abgebrochenen Baseballschläger oder was? Kannst du mal gleich vergessen. Haben wir irgendwas zum in den Schrein legen? Ein Ramune, ja. Das da. Oh. Stimmt sogar recht viel. Machen wir alles rein. So. Ah, speichern, speichern. Egal was passiert, speichern. So. Da geht's hoch zum Götterbaum. Also sie hat doch eben gesagt, ich soll zum Götterbaum kommen, oder? Okay. Jetzt, ich hab nicht, dass da oben jetzt irgendwie auch noch Monster sind. Da habe ich ja mal null Bock drauf. Hey, bin ich richtig? Ja. Wir waren jetzt schon 3-mal droben und da sind nie Monster aufgetaucht. Irgendwas muss da jetzt sein. Da liegt ein Schwert. So still. Heiliges Schwert. Ein uraltes Schwert, dessen Stahl eine bösartige Energie in sich trägt. Selbst wenn die Klinge splittert, repariert die darin verborgene geheimnisvolle Kraft die Waffe wieder. Während es in der Scheide steckt, wird die Haltbarkeit des heiligen Schwerts wiederhergestellt, wenn du Feinde mit anderen Waffen angreifst. Ach, schade. Ich dachte, die wird wiederhergestellt, wenn man es einfach nur einsteckt, aber wenn man Feinde mit anderen Waffen angreift, okay. Auch wenn du mit dem heiligen Schwert keinen Fokusangriff durchführen kannst, bleibt deine Anzeige unberührt, wenn du während des Fokussierens angreifst. Wenn du jedoch in diesem Zustand angegriffen wirst, blockst du den Angriff automatisch und verlierst deinen Fokus. Ah. Du kannst mit R2 einen Konter ausführen, während du das heilige Schwert führst, solange ein Konter möglich ist. Selbst wenn du dich bereits mitten in einem Angriff befindest. Oh, das ist cool. Denke ich mal. Moment. Eintrag aktualisiert. Heiliges Schwert. Was ist das für eine Seite? Ah ja. Ein uraltes Schwert, das tief in seinem Stahl eine bösartige Energie birgt. Es besitzt enorme Kraft. Auch wenn du mit dem heiligen Schwert keinen Fokusangriff durchführen kannst, bleibt deine Anzeige unberührt, wenn du während des Fokussierens angreifst. Okay. Sobald deine Fokusanzeige voll ist, kannst du eingehende Angriffe während der Bewegung blocken. Allerdings wird beim Blocken dein Fokus unterbrochen. Während es in der Scheide steckt, wird die Haltbarkeit des heiligen Schwerts wiederhergestellt, wenn du Feinde mit anderen Waffen angreifst. Moment, da war noch eine Seite. Achso, nee, das ist die Alien-Waffe. Ja, okay. Zeig mal her. Halt. Das macht komische Geräusche, hörst du das? Also der bisschen losschlägt, das dauert ein bisschen, aber der Schlag selbst... Uah, guck mal, das sieht eher aus, als würde das Schwert sie führen. Okay, der Combo ist leicht, schwer. Oder schwer, glaube ich. Ja, oder schwer. Aber leicht, schwer sieht gut aus. So. Und das Ding hat... Okay. Das müssen wir natürlich ausprobieren, ja? So. Okay. Neue Waffe gekriegt. Sehr schön. Jetzt erstmal speichern. Nein, wir werden jetzt diese Monster unterwegs nicht schnetzeln.
Wir werden jetzt erstmal... Da muss ich hin. Also unterwegs jetzt hier diese Monster, die werden wir, das könnt ihr vergessen. Da meine ich. Die werden wir nicht schnetzeln. Da werden wir mal schön vorbeirennen und dann gehen wir da unten hin. Ich frage mich, wo das da oben hingeht. Weil eigentlich muss ich ja da hin. Ja. Das werden wir dann sehen. So. Halt. Wo hat die gerade hingeguckt? Ah, okay, gut. Ich dachte, da wäre noch ein Item. So. Vielleicht haben wir ja Glück und die Monster sind jetzt verschwunden, weil sie Angst haben vor meinem Schwert. Ach so, okay. In der letzten Folge haben wir ja so ein komisches Wasser gelernt. Nicht gelernt. Moment, wo müssen wir hin? Nach rechts. Rechts halten, dann nimmt die Kurve. Es sieht nicht aus. Oh doch, es sieht so aus, als sind die Monster weg. Ich gehe auch hier nochmal speichern. Wir haben in der letzten Folge so ein Wasser gekriegt, so ein rotes. Und damit kann man wohl das Böse aus dem Schwert verbannen oder so irgendwie. Wo sind die ganzen Monster hin? Wie gesagt, ich habe da kein Problem damit, wenn sie nicht mehr da sind. Ich bin sogar sehr froh. Also können wir jetzt mit diesem Wasser... Ja, so arg stark ist es jetzt aber nicht, ne? Hat schon ordentlich gebraucht. Aber guck mal, ich habe ordentlich zugehauen und das Messer hat noch... Hat noch gut was einstecken. So, jetzt gucken wir mal. Also jetzt guck hier. Hat ein bisschen Energie, ne? So, ungefähr so viel wie das hier. So. So, jetzt kann ich also das Böse vertreiben. Von diesem Schwert. Wo muss ich denn jetzt halt hin? Ja, da geht nicht. Ach so, ich muss da irgendwo reingehen? Ich habe auch eben noch irgendwo Schritte gehört. Ah. Zu früh gefreut, okay. Ich muss da jetzt runter. Und da links vorbei. Ja. So, pass auf. Die sind immer noch hinter mir her, ja. Das ist auch gar nicht zu hören, ne? Alter, hau ab. Alter, wie lang latschen die mir hinterher? So, ich gehe raus und dann nach links. Fuck. Okay, die war schnell platt. Aber die ist mir jetzt den ganzen Weg hinterhergelatscht. Hat die nichts zu tun. So, da links hoch will ich. Ich will wissen, was da ist. Was ist das hier? 町で一番古いお稲荷様だ。 Hier
Ja, da kann ich das Schwert pur sauber machen. Purifizieren. So, jetzt pass auf. Im Spielmenü, im Startmenü, steht irgendwie, wie man die verschiedenen Enden erreicht. Und irgendwas war da mit einem Schwert. Ich mache mal hier kurz eine Pause. Werdet ihr gar nicht mitkriegen. Und dann gucke ich mal. Weil wenn man das Schwert da reinlegen muss, dann wird es ja auch die Möglichkeit geben, das Schwert nicht reinzulegen. Und ich will wissen, was der Unterschied ist. So, bin gleich wieder da. Einen Moment. Guten Tag, ihr Leid, da bin ich wieder. Haha, hab mich informiert. Also, wie ich mir dachte. Erstmal husten, genau. Also, um das zweite Ende zu kriegen, muss man das Schwert da reinlegen. Und um das dritte Ende zu kriegen, muss man das Schwert nicht reinlegen. Das vierte Ende kriegen wir noch nicht. Das fünfte Ende haben wir. Und das erste. Ich werde es nicht reinlegen. Ich werde dieses Schwert nicht hineinlegen. Das zweite Ende ist, also das eine Ende ist, das zweite Ende, wo man das Schwert da reinlegen muss, ist, man heiratet den Fuchs. Und das dritte Ende ist, man heiratet den Fuchs nicht. Und ich bin dafür, dass Shimizu Hinako selbst bestimmt, was sie machen will und nicht sich den Konventionen fügt, die die Gesellschaft an sie hat. Und vor allen Dingen will ich nicht, dass ihr Vater oder eigentlich ihr Vater ja über ihre Zukunft bestimmt. Er hat sie ja verkauft, diese Hochzeit da. Und das will ich nicht. Die soll mal schön selbst bestimmen, was sie macht. Oder nicht macht. Die Sau! Ich dachte, die geht halt hin und macht jetzt diesen Move da. Moment. Kann das sein, dass die ein Messer in der Hand haben, diesen Drehmove nicht machen? Und die Messer an den Beinen haben? Komm her. Oh, guck, so nicht. So nicht. Ey. So, jetzt habe ich dich erwischt. Eigentlich habe ich dich schon deutlich besser erwischt, aber naja. So, jetzt lass noch mal kurz gucken. Yeah, das ist wieder voll. Tatsächlich. Es ist wirklich so. Ich glaube, das, was man verliert, mit den einen Waffen kriegt man von der anderen dazu oder so ähnlich. Da ist doch ein Hammer. Nimm doch den Hammer. Ah, macht sie leider nicht. Sind wir hier überhaupt richtig? Okay, ich muss da nach links. Aber ich hätte auch... Achso, ne, da ist ein X. Okay, ist der richtige Weg. Alles klar. So. Ich gehe natürlich links hoch. Ich muss ja gucken, was ich verpasst habe. Ja, nix, ne? Ja, nix, ne? So. Wo genau bin ich hier? Irgendwo, am Spielplatz. Ich bin am Spielplatz, ja, okay. Da kam, hoppala.
eine Zwischensequenz. 町まで早く家に帰らないと。 Ich will da rechts rein. Ist das da? Ne, das ist nicht der Spielplatz. Die guckt doch da irgendwo hin. Ne. Da ist... Aha. Ein Stahlrohr. Oh. Habe ich so wenig Waffen? Tatsächlich. Interessant. Okay, dann werde ich gucken, dass der Baseballschläger als nächstes Zeitliche segnet. Denn... Ey, ohne Quatsch. Ich habe lieber ein Stahlrohr als den Baseballschläger, weil das Stahlrohr hält länger als der Baseballschläger. Auch wenn es nicht so viel Power hat. So, da ist jetzt der Spielplatz, genau. Das sind aber auch überall große Gegner, soweit ich das noch weiß. Da ist schon mal kein Gegner. So. Ja, ich muss über den Spielplatz drüber. Was aber, wenn ich nicht will? Ja, ich muss. Geht nicht wollen geht nicht. Ich muss da drüber. Okay, ich gucke mich aber. Geht denn hier ab? ここは侵食されてない。 Untersuche den Park. Das ist der Fuchs, der ihn gebissen hat. 落ち着いて。 Das bin 怖がっ ich. てるだけだから。怖くない。 Und das ist der 怖くないよ。 Tatsunoko oder Fuzzi, wie er heißt. Das ist der Fuchsmann. 早く手当てしな Das いと。 ist der Fuchsmann. ありがとう。大丈夫か子供を噛むなんて許せねえただ殺してやる Nein, nicht totschlagen. 早く行って。もう町に迷い込んじゃダメだよ。僕は固定機って言います。 Kotoyuki. 君は 私はひなこ。清水ひなこ。そんなこともあったな。どうして今思い出すんだろうな。 So. Wollte nur ein bisschen die Hecken hauen. Da liegt was. Einmal das hier und einmal das hier. Alte Krankenakte, Anmerkungen. Während der Notfalltransport angefordert wurde, war ich mit dem Patienten allein im Untersuchungszimmer. Während dieser Zeit erlangte er kurzzeitig sein Bewusstsein zurück. Als ich herbeieilte und seinen Namen rief, antwortete er: Kotoyuki? Das ist also mein Name? Das ist der Junge gerade hier. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Patienten mit hohem Fieber orientierungslos sind. Dieser Junge zeigt jedoch keinerlei Anzeichen von Unwohlsein. Er blieb ausdruckslos, sein Gesicht wie eine unbewegliche Maske. Seine Augen waren leer und glasig, nicht unähnlich denen einer Puppe. Zumindest konnte ich keines der üblichen Symptome einer durch Fieber verursachten Verwirrung feststellen. Unmittelbar danach verlor er erneut das Bewusstsein. Da ich ihn nicht begleitete, kenne ich die Einzelheiten des Geschehens im Präfekturkrankenhaus nicht. Obwohl ein solcher Vorfall wahrscheinlich auf eine vorübergehende Gedächtnisstörung des Patienten zurückzuführen ist, muss ich als langjähriger praktizierender Arzt in Ebisugaoka unweigerlich an dieses lokale Phänomen denken. Fuchsbesessenheit. Fuchsbesessenheit. もうじき壊れ Ich るな。 weiß, ich weiß. Ich will hier nur noch mal alles schön abgehen. So. Ist denn der nächste
Ist ja noch ewig weit weg. Okay, wollen wir mal da hinten hingehen. Haha. Junge, was ist denn gerade los? Irgendwie... Yes, spinnt man ein Spiel gerade. Warum denn? Kann man das mal wieder erklären? Ich habe keine Ahnung. Das Spiel hat Angst. Ich schieb's einfach auf die Unreal Engine. Das ist immer eine gute Idee. Yes. Junge, das geht nicht. Aha, da liegt noch was. Oh, ein Werkzeugsatz. Ah, ja. Da bin ich gerne bereit, eine Schokolade zu opfern. Und einen Werkzeugsatz zu benutzen für meinen Baseballschläger. Was? Eigentlich wollte ich einen Werkzeugsatz benutzen und nicht mich reparieren, aber naja. Kann man das natürlich auch machen. So. Da komme ich also her. Und da unten sollte es nicht weitergehen, hier im Eck. Okay, deshalb gucke ich mich hier natürlich um, weil wo es nicht weitergeht, ist immer gut. Es ist hier alles irgendwie sehr seltsam gerade. Also, dass meine Grafikkarte, also nicht die Grafikkarte spinnt, dass das Spiel gerade spinnt. Hey, das Spiel läuft auf 74%, CPU, alles schön kühl. Und trotzdem... Ich sag dir, das liegt an der Unreal Engine. Oh, was bist du denn so hartnäckig heute? Kommt die da einfach da drüber gehüpft? Das geht ja mal gar nicht. Okay. Das ist ja schlimm gerade. Naja. Da müssen wir durch. Als Lurch. So. Ich muss hier einfach geradeaus gehen, ja. Ach, da hinten. Komm doch her, komm. Was? Hast du gedacht, kannst dich von hinten anschleichen, Junge, hä? Hast du gesehen, wie geil ich geblockt habe, hä? Also, nicht geblockt, aber... Zack. Ein Arare. So. Ich habe so das Gefühl, dass das Spiel nicht ganz in den RAM geladen wurde. Okay. Also rechts von mir war ich gerade. Ja, da war ich gerade. Okay. Ich guck mal, ob ich mich da hochschlagen kann. Da hochschlagen, versteht ihr? Haha. Zum nächsten Speicherpunkt, meine ich. Vergesst das, ich brauche mich nicht da hochzuschlagen. Ja. Ist schlecht. Deshalb beten wir hier für dich. Ich lege Sachen in den Schrein. Und zwar ein göttliches Wasser, ein Arare, ein Higashi, ein Inaratsushi und ein getrockneter Kadaver und habe somit einen Haufen Punkte. Aber leider immer noch kein Emma. Ich bräuchte noch Emmas. Aber jetzt speichern wir hier.
und beenden das. Spiel läuft eh gerade doof, weil, keine Ahnung. Morgen machen wir hier weiter. Gucken wir uns aber trotzdem hier jetzt noch ein bisschen um. Ja, ne, da komme ich nicht, da habe ich. Gut, morgen machen wir weiter. Wir sind ja auf dem Weg zu uns nach Hause quasi. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich kann euch sagen, was uns hier erwartet. Kämpfe. Viele Kämpfe. Denn ich weiß nämlich noch, dass wir hier jetzt entlang gehen durchs Dorf und es kommen immer wieder so Blockaden und da müssen wir dann Monster schnetzeln. Und es gibt hier irgendwo noch einen Briefkasten von Sakuko, glaube ich. Und da haben wir jetzt einen Schlüssel. Also morgen erleben wir ein bisschen was. So wie heute auch. Ich meine, wir haben immerhin ein krasses Schwert gekriegt, okay? Gut, danke. Tschüss. Bis morgen.